Wer hier vorbeikommt, kann gar nicht anders als stehen bleiben. Aber wo zuerst hinschauen? Schwierig bei dieser Vielfalt. Ich finde, das ist schon eine schöne Geschichte ist, ne? Ist einmal etwas anderes. Wenn man vorbeifährt, dass man Start hat, dass man ein wenig was anschauen kann. Geht sich schon dazu. Sein Favorit? Das Bettal da hinten. Das schaut recht gemütlich aus. Das kenne ich schon mein ganzes Leben lang. Ja, schon. Das Einklang mit dem Wasser und die ganzen Figuren. Super, ja. Vor allem ist halt alles handgemacht, selber gemacht und schön, dass das aber noch so erhalten wird einfach. Doch dafür braucht es eine ganze Menge Herzblut und Arbeit. Sieglinde Ettel und ihre Helfer legen Mitte März los. Ja, nach dem Winter schaut es gescheit aus da. Wir müssen jetzt alles sauber rächen und den Zulauf sauber machen und natürlich die Häusl auspacken, die vom Winter noch total eingemacht sind. Machen wir mal das erste Häusl da hinten gleich auf. Alle Figuren, die jetzt noch wie eingefroren dastehen, sollen sich in 2 Wochen wieder bewegen. Klar, dass Sieglinde Ettel gemischte Gefühle hat, wenn es im Frühjahr darum geht, die Wasserspiele wieder zum Leben zu erwecken. Es ist manchmal schwierig, weil das mit Riemen angetrieben ist und auch vom Wasserstand in dem Grinneret ist das abhängig, ob das alles in Bewegung kommt. Da müssen wir dann schauen. Oh mei, der Mo ist kaputt, der ist umgefallen. Der soll doch die Besucher begrüßen. Das geht ja so. Der tut einen Hut runter und wieder aufsetzen. Und das ist da alles ausgeleiert und der Unterbau ist morsch und das müssen wir auf alle Fälle neu machen. Den darfst du abbauen, den müssen wir mitnehmen. Bei der Windmühle gibt's mit dem Antrieb Probleme. Das Gestänge, über welches das Wasserrad die Windmühle antreibt, springt immer wieder aus der Führung. Die zum Teil 60 Jahre alte Mechanik hat's in sich. Seit gut 10 Jahren kümmert sich die 70-jährige Sieglinde Ettel um die Wasserspiele. Das kleine Stückchen Idylle hier hat sie von ihrer Mutter Sophie geerbt. Ich war eigentlich aber ein bisschen skeptisch mit den Zwergerl, aber meine Mutter hat das so wollen. Für die hat sie gesagt, sind die Zwergerl wichtig. Die Wasserspiele waren der Lebensinhalt von Sieglindes Mutter. Noch mit über 80 Jahren hat sie jeden Tag hier verbracht, immer auf den Erhalt ihrer Wasserspiele bedacht. Begonnen hat es mit einer Sägemühle. Hier haben sie früher die Baumstämme aus den umliegenden Wäldern zu Brettern gesägt. Der Bruder von Sieglindes Mutter war der Sägemeister. Er hat mit seiner Familie in dem kleinen Haus gegenüber gewohnt. Er hat 2 Kinder gehabt und für die hat er dann ein Radl gebaut und hat das da in den Wasserkanal eingehängt. Mein Onkel war ein bisschen künstlerisch begabt und dann haben sie halt immer wieder was dazu gemacht. Dann hat mir mein Cousin erzählt, dass mit der Zeit Besucher stehen geblieben sind auf der Straße drüben und haben rübergeschaut und haben das fotografiert. Und so ist das im Endeffekt entstanden vor jetzt 60 Jahren. Sogar Postkarten hat der Onkel drucken lassen, damals, als es noch kein Handyfoto gab. Heute lagert Sieglinde Ettel im früheren Wohnhaus alles, was sie im Herbst abgebaut hat. Das sind die kaputten Hämmer, die instand gesetzt werden müssen. Was ist an dem hier? Da sehen Sie, der Arm hängt runter. Durch das Hinhauen, das haut ja ständig so hin, da hinten, und dann prellt es ab. Das ist schon, das muss hergerichtet werden. Und natürlich wieder ein bisschen abgemalt, dass es wieder ein bisschen frisch ist. Und das ist mein Sorgenkind. Der Mann geht vom Gesicht her noch ein wenig, aber trotzdem arbeiten wir es ein bisschen nach. Aber das Mädchen hat da einen Sonnenbrand. Das ist wirklich so von der Sonne. Ja, und das ist auch ganz klebrig. Das muss ich jetzt versuchen, mit Schleifpapier wegzumachen und ein wenig drüber zu streichen. Aber erst einmal müssen sie die Puppen von den alten Kleidern befreien. Und das fieselt man da runter. Da haben wir einen Vorhangstoff für eine Bluse genommen und
ein Geschenkband als Gürtel. Und da, das ist halt jetzt, das ist da abgeschliffen durchs Drehen und ausgebleicht ist. Das kann man wieder richten. Die Puppenkleider näht Sieglindes Freundin Gerti. Aber erst müssen sie das Pärchen trennen. Die zwei sind mit Draht- und Kabelbindern fest aneinander gebunden, damit sie nicht auseinanderfallen, wenn sie sich wild im Tanz drehen. Viele der Puppen hat noch die Mutter von Sieglinde geschenkt bekommen. Sie sind schon kaputt, aber heute gibt es kaum mehr Puppen mit festen Körpern, vor allem Buben. Deshalb freut sich Sieglinde über Puppenspenden. Jetzt haben wir das Kleidl. Das war das, wie es angezogen war. Auch Sieglindes Mann, Johann Ettel, unterstützt sie. Das Moos muss weg, damit die bemoosten Bretter sich nicht mit Wasser vollsaugen, zu schwer werden und das Rad stehen bleibt. Wenn das Wasser kommt, wo recht im Osten ist, das saugt es ja. Dann bleibt es praktisch am unten stehen, wo es am schweren ist. Und dann läuft es nicht mehr richtig. Und wenn das Wasser wenig ist, im Sommer, wie wir schon gehabt haben, dass da ein bisschen was kommt, dann bleibt das stehen. Sieglinde Ettel war schon als Kind kreativ und kann bei den Wasserspielen viele von ihren Talenten ausleben. Jeder neue Anstrich stammt von ihr, möglichst kräftig und leuchtend für die Fernwirkung. So kleine Sachen, das habe ich schon immer gemacht. Ich habe in Kunst Abitur gemacht. Das ist immer schon mein Metier gewesen. So, jetzt kriegt er noch ein bisschen Wangerl. Und dann geben sie Ruhe für heute. Jetzt geht die Arbeit daheim los und bald wollen sie die Wasserspiele zum Laufen bringen. Zwei Wochen später hilft auch Enkel Maximilian mit. Den Winkelmann mit dem Hut stellen sie als erstes wieder auf. Mein Mann hat den jetzt neu ausgeschnitten und ich habe ihn farblich angemalt, wie es mir gefallen hat. Und ich hoffe, dass der jetzt für längere Zeit unsere Besucher begrüßen kann. Endgültig ausprobieren, ob es funktioniert, können sie erst, wenn das Wasser laufen wird. Da geht's raus. Das gehört tiefer abgeschnitten. Zum Befestigen dann noch. Zuvor bekommt das Tanzpaar noch die neuen Kleider, die Gerti Häusler für sie genäht hat. Und dann müssen wir die zusammenhängen, das tanzen. Ein Schal muss ihm dann noch auch für den Mann, weil der halt schon ziemlich wackelig ist. Über das, dass er so ein bisschen Die Frage ist vor allem, ob sie sich nachher auch richtig drehen werden. Bevor sich zum ersten Mal in diesem Jahr die Figuren bewegen, muss Sieglinde Ettel noch Äste und Zweige oberhalb aus dem Zulauf fischen, damit sie sich nicht in den Wasserrädern verfangen. Und dann darf endlich das Wasser strömen. Pass auf, dass du der nicht ins Wasser fällst. Mach nicht so weit ernst auf mir mit. Vorn läuft schon alles. Kaum bewegen sich die Figuren, bleiben schon die ersten Besucher stehen. Gegenüber am Bachufer. Über die Brücke darf man nicht. Das war schon immer so. Und es war trotzdem schön. Als kleine Kinder, vor 50 Jahren hat man nicht viel gehabt. Da waren wir froh, wenn man sowas anschauen hat dürfen. Sonntag. Da ist man nicht in die Eisdiele gefahren oder was. Ganz süß, natürlich auch kitschig, aber schon auch süß. Es ist was Besonderes. Das tanzende Puppenpaar ruckelt noch ein bisschen, aber Sieglinde Ettel und ihre Helfer sind trotzdem sehr zufrieden. Gott sei Dank läuft das alles, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das Wetter ist auch schön geworden. Und heute gehen wir beruhigt und glücklich ins Bett, dass wir das wieder geschafft haben heuer. Der Winkelmann dagegen darf sich bis zum Herbst nicht mehr ausruhen. Für ihn beginnt die Saison erst.